Der Donjon, das ist eine mächtige... Egal, das wisst ihr alle schon. Heute möchte ich euch gar nicht von der Festung mit 4 schwarzen Türmen erzählen, sondern von Marvin, meinem besten Freund. Denn in dessen Leben war ziemlich Bewegung geraten. Also los. Der Marvin, das ist ein mächtiger Drache mit 2 starken Händen und unzähligen Warzen und Schuppen. Der Marvin, das sind 10.000 Goblins, Gnolle und Gnome, die er umgelegt hat. Aber seit Neuestem sind das eben auch 10.000 Schmetterlinge, die er in seinem Bauch hat. Richtig, Marvin ist bis über beide Ohren verliebt. Und zwar in Prisunde, eine Drachenzauberin aus Schweinsfuhl. Er hat ihr einen Verlobungsantrag gemacht nach alter Drachenart, indem er ihr eine Feuersbrunst zu Füßen spie. Und nun gilt es, nach alter Drachenart, die Verlobung zu verkündigen, nämlich seiner Mutter. Und wer könnte das besser machen als sein bester Freund, Herbert von Vaucasson, also ich. Im Drachendorf angekommen, hatte ich schnell das Haus von Marvins Mutter gefunden. Es stand etwas außerhalb, unter einer großen Kastanie. Keiner da. Doch niemand öffnete. Na ja, klar. Fertig. Fertig. Ich bin bis zum Barotengipfel gelaufen und habe einen Stein von dort mitgebracht. Das dicke Ding da? So ein Oschi, ganz schön schwer. Entsprechender Gürtel? Ja. Das war der Schicksalsgürtel. Eines der 5 mächtigsten magischen Artefakte von ganz Terra Amata. Habe ich auf meinen Abenteuern gelootet. Sind Sie die 112. Prüfung? Ich bin Herbert von Vaucasson. Und ich bin Gilberto, Drachistenlehrling. Kommt Drachist nicht von Drache? Du bist ein Vogel. Madame Alberta bildet mich aus. Madame Alberta, das ist doch die Mutter von Marvin. Darf ich den Stein jetzt loslassen? Ich will da nicht nochmal hin. Es sind 158 Kilometer hin und zurück. Ist Madame Alberta die Mutter von Marvin? Ja, sie kommt aber erst morgen wieder. Morgen? Na toll. Was ist jetzt mit dem Stein? Lass ihn los. Sicher? Ja, man sollte niemanden quälen. Das ist eine Falle. Was? Das ist die 112. Prüfung. Mein Gott, mach doch, was du willst. Ich wusste es. Hey, was soll das jetzt? Ich leg mich schlafen. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen. Ah, okay. Bist du wahnsinnig, Herbert? Du könntest von den Dorfbewohnern angegriffen werden. Du kannst hier nicht schlafen. Fängst du jetzt plötzlich an, dich um mein Leben zu sorgen, Gürtel? Stimmt. Eigentlich kann es mir egal sein. Schlaf, Entlein, schlaf. Der Papa vermisst Vaucasson. Die Mama vermisst ihren Sohn. Schlaf, Entlein, schlaf. Das ist die 112. Prüfung. Ich wusste es. Steh auf. Hörst du schlecht? Au! Aufstehen. Vor mir stand ein Drache und schaute sehr böse. Hinter ihm standen noch viel mehr Drachen. Alle mit demselben Gesichtsausdruck. Du kannst zwischen 2 Todesarten wählen. Ich mag deinen Humor. Kieselsteinigung oder Gebärmuttersenkung. Ist das eine hypothetische Frage? Du hast Alberta getötet. Wähle deinen Tod. Alberta ist tot? Entschuldigung, sind Sie die 112. Prüfung? Ihr 2 seid die einzigen Fremden weit und breit, also habt ihr sie getötet. Nein! Ich war es nicht! Ich bin gekommen, um Alberta die Verlobung ihres Sohnes Marvin zu... Schnell Marvins Verlobung verkünden, Marvins überglückliche Mutter umarmen, von ihr mit Kaffee und Kuchen vollgestopft werden und wieder ab nach Hause zu meiner schwangeren Verlobten Isis. So hatte ich mir das vorgestellt. So aber nicht.
Der Schamane soll entscheiden. Sehr gut. Der Schamane wird meine Unschuld erkennen. Nein, Nein? der Schamane bin ich. Das Urteil steht fest. Den Tod für beide durch Steinigung mit Kieselsteinen bindet sie an den Todespfahl. Schade. Gebärmuttersenkung klang lustiger. Und schon flogen die ersten Kieselsteine. Einer nach dem anderen. Geht's noch? So, Leute. Schluss jetzt damit, oder ich... muss böse werden. Und was tust du dann, Kreischling? Voll ins Gesicht. Lass gut sein, Ente. Man muss sein Schicksal annehmen. Ich bin bereit fürs Geisterloch. All dies ist lediglich ein Zwischenspiel. Und was? Kommt nach dem Zwischenspiel? Eine andere Existenz. Eine andere Existenz? Mensch, hast du dafür einen Beweis? Der Glauben ist der Beweis, Herbert. Kombla. Nix, komm, la. Gilberto, berühr mein Schwert. Kombla, Kombla. Eine Plage, diese Religionen. Kombla, Kombla, Kombla. Autsch! Das reicht. Ihr habt es nicht anders gewollt. Gilberto. Ohne einen vom Wahrheitskraut bestätigten Grund ist es verboten, jemanden zu kieselsteinigen. So steht es in den Schriften. Blasphemie! Ja, Seite 423 fortfolgend. Und was in den Schriften steht, das ist heilig und Du verstehst Gesetz. den Geist der Regeln gar nicht, den Sinn, der sich hinter den Worten Der verbirgt. Vogel hat recht. Was in den Schriften steht, ist heilig und Gesetz. Schamane, hol das Wahrheitskraut. Was? Ja, aber sie waren es auf jeden Fall. Na los, Schamane. Hier, die Tüte mit dem Wahrheitskraut. Nehmt 3 tiefe Züge. Zerpläst mir das jetzt das Gehirn? Nein, nein. Das Kraut ist ganz harmlos. Ruhe. Ui, ui. Die Befragung kann beginnen. Komm. Jetzt ist Ruhe. Habt ihr Alberta getötet? Ich war auf dem Barbarotengipfel. Ich habe einen großen Stein von dort mitgebracht. Und du, Ente? Nein, Der Stein? Wo ist mein Stein? ich bin hier für das Ankündigungsritual der Verlobung ihres Sohnes Marvin. Wo ist Marvin? Er kommt in 24 Stunden. Mist, das ist bald. Wenn ihr es nicht wart, dann muss also einer von uns der Mörder sein. Drachisten, ihr raucht alle das Kraut und dann finde ich den Schuldigen. Ihr 2 bleibt so lange hier. Herbert, ich spüre überhaupt keine Schmerzen mehr. Schön für dich. Das ist das erste Mal, dass ich in meinen Prüfungen zur Ruhe komme. Was sind das für Prüfungen? Ich musste einen schweren Stein zum Barbarotengipfel schleppen. Und zurück. Es sind 158 Kilometer. Ja. Warst du auch schon mal dort? Nein, aber irgend so ein Typ erzählt ständig davon. Echt? Wie heißt der? Gilberto. Cool. Stell mir die mal vor, wir könnten eine Lerngruppe Was bilden. bringen diese Prüfungen? Die Prüfungen begleiten den Drachisten-Lehrling auf seinem spirituellen Weg. Ein Stein herumzuschleppen ist also spirituell. Genau. Man bekommt den Kopf frei und kann über sein Leben nachdenken. Und die anderen Prüfungen? In Prüfung 33 musste ich Kontakt mit einer verstorbenen Tante aufnehmen. Aber alle meine Tanten waren noch am Leben. Ich musste also erst eine töten, um sie dann im Totenreich besuchen zu können. In Nekropolis. Kurze Werbeunterbrechung. Die übernächste Donjon-Folge spielt in Nekropolis. Mit Lebenden, Toten und allen Identitäten dazwischen. Das wird echt lustig. Diese Prüfungen, das macht doch alles keinen Sinn. Das dachte ich auch. Aber jetzt erkenne ich, wie alles mit allem zusammenhängt. Die Regeln, die Prüfungen, der Stein, die Steinigung, die Lebenden, die Toten. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Komm, wir machen ein U-Boot mit dem Kraut. Ein was? Gilberto nahm einen riesigen Zug und blies mir den Rauch ins Gesicht. Hey, Sieh doch, die Sterne.
Sie sprechen mit mir. Wenn ich doch nur ein Tamtam hätte, ich würde Ihnen Lieder schreiben zum Dank. Ich merk gar nichts. Dann trommle ich eben auf meinem Kopf. Herbert, Bertha? was rauchst du denn da? Was macht ihr denn hier? Ich bin dein Vater. Was? Nein, nie. Niemals, nie im Leben. Das ist nicht mein Vater. Solange du deine Flüsse unter meinen Teich steckst. Du hast eine strenge Eltern. Herbert! Nein! Isis? Isis. Alles in Ordnung, mein Schatz. Was machst du hier? Alles in Ordnung. Du sollst doch bei meinen Eltern bleiben. Du musst dich schonen. Du trägst unser Kind in dir. Unser Kind, das ist schon da. Was? Unser Kind, das ist schon da. Nein! Doch. Oh. Hier, schau, es ist. Ein kleiner roter Drache? Ich will ihn Marvin nennen. Was meinst du? Was? Wie? Aber warum hat er einen Dolch? Nein! 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 Papi, wo ist Mami? Ich weiß es nicht. Hast du meine Mami tot gemacht? Irgendwann sind wir zum Schamanen. Ich, weil ich jetzt, wo ich halbwegs klar im Kopf war, wissen wollte, ob der Mörder gefunden worden war. Gilberto, weil er jetzt, wo er halbwegs klar im Kopf war, gar nicht mehr klar im Kopf sein wollte. Judihu! Komm, Herbert, lass uns da hinten in dem hohlen Baumstumpf abschlumpfen mit dem Zeug. Ja, geh schon mal vor. Dann musst du aber neues Kraut mitbringen. Und? Was kam heraus bei der Befragung? Niemand hat gestanden. Haben alle davon geraucht? Ich habe jedem einen Zug gegeben. Und jetzt? Jetzt haben alle gute Laune. Berto! Ente, du musst das Verlobungsritual ausführen. Marvin hat dich beauftragt. Wie denn? Alberta ist im Jenseits. Dort kann ich schlecht hin. Doch, Dafür müsste ich ja tot sein. eben. Das trifft sich aber schlecht. Ich glaube nämlich nicht an ein Leben nach dem Tod. Marvin wird bestimmt sehr zugänglich sein für eine theologische Diskussion. Du meinst, Marvin wird mich töten? Müssen, so steht es in den Schriften. Am besten bringst du dich selber um, dann machst du es deinem Freund nicht so schwer. Endlich geht's ab hier. Das ist doch krank. Beleidige unsere Regeln nicht. Von jeder Regel gibt es immer eine Ausnahme. Finde den Mörder von Alberta und töte ihn. Dann muss er die Verlobung im Jenseits verkünden. Ist das die Ausnahme? Und wo soll ich den Mörder suchen? Wo? Ja, wo? Es war bestimmt einer der Drachisten, die außerhalb des Dorfes leben müssen. Die haben nicht von dem Kraut geraucht, Und warum leben die außerhalb des Dorfes? weil sie sehr fromm sind und dem Schöpfer in der Einsamkeit näher sein wollen. Schade. Und ich dachte schon, weil sie gewalttätige, blutrünstige Soziopathen sind. Ja, das auch. Die werden mich abmurksen. Fang an bei Munduto. Alberta und er hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Anwendung von Regel 98. Welche ist das? Die richtige Art, einen Apfel zu schälen? Fast. Die richtige Art, jemanden auszuweiden, der Gotteslästerung betrieben hat. Juhu, Herbert. Ich bin etwas früh, aber ich war noch nicht bei meiner Mutter. Ich wollte sie nicht wecken. Lass dir nichts anmerken. Ja, hallo Marvin. Freust du dich denn gar nicht, mich wiederzusehen? Doch. Was macht die Gartenarbeit in Schweinsfuhl? Ich freue mich schon auf die ersten selbst angebauten Wunderwurzel. Herbert, was ist hier los? Nichts. Alles in Ordnung. Ich freue mich einfach auf die Wunderwurzel. Na gut, dann werde ich mal meine Mutter besuchen. Ja, nein, mach das doch heute Abend. Warum sollte ich? Weil es besser so ist. Was ist denn das für einer? Ich bin der Schamane. Schamane? Meine Mutter ist doch hier die Priesterin.
Wozu braucht's noch einen Schaman? Marvin, willst du nicht ins Dorfcafé gehen und von dem Blechkuchen essen? Schamane. So was bekommst du in Schweinsfuhl Ist nicht? das überhaupt eine geschützte Berufsbezeichnung? Marvin, Gibt's da ein eidgenössisches Zertifikat? ist doch egal jetzt. Oder macht man da einfach einen Kurs an der Volkshochschule? Oh Mann. Ja, ich heiße jetzt auch Schamane. Geh jetzt. Schamavin geht hier schon. Marvin war ich fürs Erste losgeworden und mit ihm die Gefahr gerupft zu werden wie eine Weihnachtsgans. Damit mir mein prächtiges Federkleid erhalten blieb, gab es nur eine Möglichkeit: den Mörder von Alberta finden. Schaman Holmes und Dr. Vaucasson. Es galt, Mundtoto zu vernehmen. Hast du eine Ahnung, wer das Verbrechen begangen haben könnte? Das muss irgendjemand aus dem Dorf gewesen sein. Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, du hättest sie getötet. Wegen Regel 98. Wir hatten Streit. Aber nicht wegen Regel 98. Sondern? Wegen Gilberto. Ich habe ihr gesagt, dass er kein Drachist werden kann. Weil er ein Vogel ist. Weil er keine Seele hat. Vögel sind seelenlose Wesen. Herr Herbert, willst du ihm nicht die Fresse polieren deswegen? Ganz ruhig. Mag sein, dass Vögel keine Seele haben, das weiß ich nicht. Na, mon Dieu. Was ich aber weiß ist, dass Gilberto wenigstens nicht so ein hirnloser Fanatiker ist wie du. Und Alberta hat das auch gesagt. Dann bist du wütend geworden und dann hast du sie umgebracht. Nein, Kann das jemand bezeugen? Gott ist mein Zeuge, denn an dem Tag war Drachat. Das Arbeiten verboten und Töten ist auch Arbeit, also habe ich nicht getötet. Geht das in dein Entenhirn rein? Hey, hey. Heute hingegen, heute kann ich dich ganz einfach killen. Sackgesicht, keine Drohung, ja? Und Ach, der Herr Shawarma. Mundtoto war es nicht. der lügt. Gott ist sein Zeuge, sagt er. Du musst mit ihm kämpfen, sonst wirst du nie die Wahrheit erfahren. Ich habe ihn beleidigt. Als Drachist darf er mich nicht mehr schlagen. Mist, da müssen wir zu Marla. Hattet ihr auch eine Meinungsverschiedenheit mit Madame Alberta? Nein! Herbert, ich habe meine Mutter gesucht, konnte sie aber nirgends finden. Hast du ihr denn auch die Verlobung verkündet? Nein. Wie hat sie reagiert? Also, Hallo? Hallo? Was ist denn das für ein Vogel? Herr Marvin, da sind Sie ja endlich. Ich bin Gilberto, Drachistenlehrling. Weil Ihre Mama ja jetzt tot ist, wollte ich fragen, ob ich bei Ihnen meine Ausbildung fortsetzen kann. nein, 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 nein! Ich bin ein gehorsamer und gewissenhafter Lehrling. 112 Prüfungen habe ich schon. Herbert, Ja? stimmt das, was er sagt? Mit den 112 Prüfungen? Also ich war nicht dabei, aber er wirkt so, als ob er... Mit meiner Mutter. Ach so, ja, mit deiner Mutter, da hat er die Ausbildung begonnen, ja? Herbert, meine Mutter ist tot. Ja. Du konntest ihr die Verlobung nicht mehr mitteilen. Bei der Zwischenprüfung war ich zweitbester. Okay, von insgesamt 2 Leuten. Das ist doch kein Grund zu weinen. Marvin, du kannst mich jetzt töten. Ich werde dir nicht böse sein. Es wäre auch schwierig, ich bin ja dann tot. Hör auf, so einen Müll zu reden. Nein, Nimm mich lieber mal in den Arm. ich will nicht, dass du meinetwegen die Regeln verletzt. Welche Regeln? Na, die Regel, dass das Verlobungsritual im Jenseits ausgeführt werden muss, wenn es im Diesseits nicht mehr möglich ist. Diese Regel gibt es nicht. Egal, ich hab's verkackt und Marvin muss mich töten. Nein, ich kenne alle Regeln auswendig. Ich war zweitbester. Er muss mich töten. Nein, muss er nicht. Doch. Nein. Doch! Ruhe! Ich habe Ihre Mutter über die Maßen geschätzt. Sie hat als einzige einen Vogel als Lehrling aufgenommen. Und der Schamane hat sie dafür am schlimmsten beschimpft. Was sagst du da? Alberta war eine Drachistin von Format. Nein, das mit dem Schaman. Er hat sie gehasst. Würde mich nicht wundern, wenn er Alberta getötet hat. Nein, es war doch einer der Drachisten außerhalb des Dorfes. Und wer sagt das? Na, der Schamane. Merkst du was? Hä? Der Schamane hat dich extra zu denen geschickt, damit du schnell getötet wirst und der wahre Mörder nie gefunden wird.
Er selber. Wo ist der eigentlich hin, der Schamane? Eben war er noch da. Ja, der kann ja nicht einfach so verschwinden. Als Schamane schon. Ich weiß, wo er ist. Mir nach. Warte, Marvin. Lass dich mal in den Arm nehmen. Auf der Jagd nach dem Schamanen durchstreiften wir Wälder, überquerten Gebirge, liefen über Hochebenen. Schließlich erreichten wir eine Wüstenlandschaft. Hier gab es nichts außer Steine, Sand und Kies. Der Rest war Geröll. Geben Sie mir die 113. Prüfung, Herr Marvin? Klar, hier ist sie. Halt die Klappe, bis ich was sage. Ist gut. Marvin stapfte einige Meter hinter uns her. Ich vorneweg mit Gilberto, der uns führte. Woher weißt du überhaupt, in welche Richtung wir gehen müssen? Immer der Nase nach. Du riechst ihn. Ich rieche das Kraut. Okay. Und du, Herbert? Was machst du so im Leben? Ich bin... weiß ich nicht so genau. Doch! Ich werde demnächst Papa. Ist das ein Beruf, demnächst Papa zu werden? Nein, nicht wirklich. Was machst du denn sonst? Mein Vater war Herzog von Bocasson. Ich werde ihm bald helfen, sein Herzogtum zurückzuerlangen. Mit deiner Hilfe schafft er das nie. Freut er sich, Großvater zu werden? Ja, gerade ist er bei meiner Braut und bei meiner Mutter. Und alle verstehen sich gut. Sekunde. Marvin hat angehalten. Schaut so aus, als hätte er was entdeckt. Hey, Marvin! Psst, sonst wird er zornig. Oh. Ich glaube, wir sollten nach ihm schauen. Meine Mutter wird nie erfahren, dass ich geheiratet habe und mal selbst ein Kind haben werde. Und was jetzt? Keine Ahnung. Hey, Herr Marvin? Ja, Ich war dabei, als ein Kräuterhändler aus Schweinsfuhl durchkam. Vor ein paar Tagen. Er hatte allen von dem Verlobungstongdeum eines Drachistenkriegers namens Marvin erzählt. Frau Alberta hat es erfahren und sie war sehr stolz. wirklich. Oh, da scheint jemand vor nicht allzu langer Zeit Feuer gemacht zu haben. Die Asche ist fast noch warm. Und? Wie lange ist es her, dass er hier war? Naja, dieses Feuer ist über 36 Stunden alt. Wir fallen zurück. Na, vielleicht schleppt er ja verbranntes Holz mit und legt es anstelle seines wirklichen Lagers aus, um uns zu entmutigen. Herbert. Oder damit wir nicht auf der Hut sind. Psst. Was ist das? Den Totenmörder. Nehmt wieder Gestalt an. Das sind Luftdämonen. Ich sehe nichts. Marvin, die sind überall! Kommt hinter mich. Ich mache ein Tongdeum. Warte, Marvin, es könnte sein, dass... Das was? Dass das nur ein Lockmittel war, damit du dein Tongdeum spuckst. Du meinst, das war eine Falle? Klug, erkannt. Vor uns stand plötzlich eine riesige Monsterechse. Auf ihrem Rücken saß der Schamane. Und in ihrem Mundwinkel hatte sie... Kommler, mein Kumpel. Die Monsterechse wirkte aber gar nicht wie Kommla. Da half nur eins. Gilberto, gib mir deine Hand. Klar, Bruder, lass uns diesen schönen Moment teilen. Möge ein Held von einst auferstehen und mich rächen. Die Echse war tot. Das absolut Böse verwandelte sich in Herbert zurück, also in mich. Und der Schamane? Der kam unter dem Schwanz der Eidechse hervorgekrochen. Ich kann das alles erklären. Echt. Komm mal mit. Marvin verschwand mit dem Schamanen hinter ein paar Felsen. Gilberto, mal ehrlich. Es ist niemand aus Schweinsfuhl ins Dorf gekommen, um von Marvins Verlobung zu erzählen, stimmt's?
Bist ein guter Junge. Am nächsten Tag machten wir uns auf den Heimweg. Aber Marvin trauerte immer noch um seine Mutter. War es dir ein Trost, den Schamanen so langsam zu töten? Nein, Wir könnten zurück und alle aus deinem Dorf töten. nein. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun kann? Beschleunige die Zeit, wenn das geht. Der Schmerz könnte sehr lange währen. Herr Marvin, hab ich die 113. Prüfung bestanden? Nein, du hast laut geredet. Ach so. Siehst du diesen großen Stein davon? Ja? Tauche diesen Stein in den Bach und bring ihn zurück. Den Bach etwa 200 Kilometer von hier? Ja. Ist gut. Der Junge schien seine Bestimmung gefunden zu haben. Als Drachist oder als Kiffer, wer weiß. Aber Marvin und ich, wir hatten unsere Bestimmung auf jeden Fall gefunden. Denn bald würden wir Väter werden. Von kleinen roten Drachen und kleinen, herzigen, fälligen Entenköken. Und vielleicht schafften wir es ja doch noch, den Donjon zurückzuerobern. Dann könnten wir alle darin wohnen. Isis, ich und unser Baby, Marvin, Prisunde und ihr Baby, der Wärter und Alkibiades, Nubbel, Zongo und Hans. Als eine große Familie. In einer mächtigen Festung mit 4 schwarzen Türmen und unzähligen Kerkern und Kinderzimmern. Das soll ein Cliffhanger sein? So will doch niemand weiterhören. Du musst die Leute packen, Herbert. Mitreißen. Warum verrätst du nicht, dass du in der nächsten Folge was ganz Schlimmes machst? Er begeht einen absoluten Tabubruch. Er entführt sein eigenes... Schnauze, Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.